Ganz zäuferli habe ich wieder den Buchdeckel angelupft. Sandro, spring ins Buch. Was muss ich machen? Spring ins Buch in die Monsterwelt. Aber Bitte, Sandro. das hat so hilflos und traurig getönt. Ich konnte nicht anders können. Ich habe Anlauf genommen und bin aus dem Zimmer gerade in den Monsterwald gumpet. Im Wald sind alle Bäume kahl und leer dagestanden. Die Äste haben ausgesehen wie im Winter. Kein Blättchen haben sie mehr gehabt. Aber hinter jedem Baumstamm hat, ängstlich und schlotternd, ein Monster vorgespienzelt. Grüne Haare haben sie gehabt. Ihre Haut, ihre Zähne, die Augen, alles war grün gsi. Aber trotzdem hat jedes anders ausgesehen. Eins hat lauter Moos im Bart gehabt. Bei einem hat die Nase ausgesehen wie eine knorrige Wurzel. Eins hat ein Mäntel aus lauter hellgrünen Blättern. Ein anderes ein Rock aus dunklem Farn und eins so etwas wie eine Ritterrüstung aus Rinde. Das war sicher ein Waldmonsterritter gsi. Auf dem Kopf hat er einen Helm aus Tannenzäpfen getragen und hat mit einem hölzigen Säbel vor meiner Nase herumgefuchtelt. Wie die anderen auch hat er überall grüne Haare gehabt, sogar auf der Nase. Und jetzt ist es losgegangen. Alle haben durcheinander geschrauen. Ich bin der Ritter Rindentanz. Weil ich so grün bin wie ein Blatt, sagt man mir blattgrünes Grünblatt. Ich bin das Knollenauge. Ich bin der Moosbart. Beiwort, freut mich. Alle haben sich mit ihren grünen Händen an mich geklammert. Endlich hat der Rindentanz einen grünen Pfiff losgelassen und alle sind still geworden. Dann hat er angefangen. Früher sind wir noch einer mehr gewesen. Das Monster Grasgrün hat mit uns zusammen im Wald gelebt und wir haben immer alle miteinander gemütlich monstern. Aber dann ist das Monster Grasgrün von einem Tag auf den anderen ganz rot geworden. Es ist eben in einen Kessel mit roter Farbe gefallen. Ganz geschliffrig und matschig ist die Farbe gewesen. Aber am Grasgrün hat es gefallen. Sein ganzes Fell ist total rot geworden und darum heisst es jetzt auch nicht mehr Grasgrün, sondern Rotmonster. Aber der Name gefällt ihm nicht. Und darum wird es von lauter Täube alles, was grün ist, auffressen. Uns auch. Und darum musst du uns helfen. Bitte hilf uns. Ja, bitte, Hilfe! Sonst frisst's uns auf. Aber ich sehe kein Rotmonster. Und einen Kessel mit roter Farbe auch nicht. Da haben wir vergraben, dass nicht noch etwas Schlimmeres passiert. Achtung! Das Rotmonster kommt! Es wird uns fressen. Es frisst alles, was grün ist. Es frisst die ganze Welt. Es hat nur so gestübt. Sie sind weggerannt, davongepurzelt, getrollt und gestolpert.